Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, das nächste Auswärtsspiel steht an. Für den 1. FC Köln geht es nach Münster. Ja, ein Spiel, das ich natürlich leider nicht vor Ort sehen kann. Ich bemühe mich gar nicht erst um Karten für so ein Spiel in einem etwas kleineren Stadion, weil ich weiß ganz genau, schon nach einer Minute sind sämtliche Karten vergriffen. Ja, ich habe mal ein bisschen was geändert, was die Perspektive betrifft, weil ich habe festgestellt, ich schaue nicht genug in die Kamera. Sie ist auch zu hoch, sie war bisher auch ein bisschen zu hoch angesetzt, direkt ganz oben auf dem Bildschirm bisher. Und da habe ich ein bisschen herumexperimentiert. Die steht jetzt so auf irgendwas drauf, in der passenden Höhe, und ich hoffe, das funktioniert so besser. Ihr seht dadurch jetzt erstmal eine ganz andere Perspektive, auch im Blick auf meine FC-Ecke hier. Da sind ein paar nette kleine Gimmicks. Könnt ihr ein bisschen so mal für euch so rausfiltern, was für euch so interessant ist. Diese Schneiderpuppe, die ist geil. Das Trikot hier, das habe ich geschenkt bekommen. Komm, drehen wir das mal ein bisschen mehr in die Richtung. Wie seht ihr direkt, das ist ein FC-Trikot. Soll Matchworn sein angeblich, aber egal, geschenkt ist geschenkt. Ja, also kommen wir direkt mal zu... Erstmal zu uns. Also, heute war Pressekonferenz. Ich hatte Zeit, mir die anzusehen. Und wie es aussieht, könnte Marc Uth Teil des Kaders sein. Nicht nur wie es aussieht, aber Struber hat zumindest gesagt, er wird Teil des Kaders sein, und dann nehme ich ihn beim Wort. Bezüglich Max Finkgräfe hat er halt gesagt, dass er es schon ein bisschen schade fand, dass er halt auf Länderspielreise war mit der U20. Hätte ihn gern im Training gesehen. Naja, okay. Weiß nicht, klingt jetzt nicht gerade so, als ob er irgendwie jetzt am kommenden Wochenende eine Chance bekommt. Was aber dann auch noch so für mich so hängen geblieben war bei dieser Pressekonferenz, er wurde ja gefragt, wird mit einer Dreierkette gespielt. Da hat er irgendwie gesagt, ob Dreier- oder Viererkette, so im Sinne von, wir können beides. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also die einen oder anderen, mit denen ich darüber diskutiert habe, die haben gesagt, ja, Preußen spielt ein bisschen defensiver, eine Viererkette mit einer durch die offensive Auslegung würde uns wahrscheinlich eher die Siegesmöglichkeit eröffnen. Ja, okay, ich sage zwar immer never change a winning system, aber ja, das ist so eine kleine Wundertüte, was da jetzt am Freitag geschieht. Natürlich sind gewisse Dinge gesagt worden, um den Gegner auch nochmal zusätzlich zu irritieren. Das könnte heute übrigens eine relativ kurze Folge werden, weil interessant, denke ich mal, ist im Nachhinein für die meisten von euch meine Reaction auf das Ergebnis. Und natürlich auch zum Spieltagstipp kommen wir auch noch. Mal kurz ein Blick auf die Tabelle. Preußen Münster steht aktuell auf Platz 16. 2 Siege, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen, minus 4 Tore. Okay, und Gegentore sehe ich hier gerade 19. Was haben denn wir? Wir haben ein Gegentor mehr. Verdammt nochmal. Und das letzte Mal verloren haben sie am 8. Spieltag. Okay, jede Serie bricht mal. Halten wir mal fest, dass jede Serie irgendwann mal bricht. Das wird sich jetzt gleich auf meinen Spieltagstipp auswirken. Sascha Hildmann ist der Trainer von Preußen Münster. Ich glaube, seit ungefähr 4 Jahren. Und die Topscorer sind Lukas Frenkert mit 2 Toren und 2 Assists. Joel Grodowski, 1 Tor, 2 Assists. Und jetzt wird es interessant. Ich versuche mal diesen Namen richtig auszusprechen. Charalambos Makridis. Falls es für den einen oder anderen schwer ist auszusprechen, nennt ihn einfach die alte Makrele. Wie gesagt, also seit dem 8. Spieltag haben die Preußener nicht mehr verloren. Langsam, wie auch Gerhard Struber gesagt hatte, finden sie so ihren Platz in der 2. Bundesliga. Und normalerweise würde ich wahrscheinlich einen etwas negativeren Spieltagstipp abgeben. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Von daher direkt mal mein Spieltagstipp. Ich tippe auf ein 3-1. Ja, ich denke mal, wir könnten dieses Mal ein Tor kassieren. Das wäre das erste Mal ja, seit 3 Pflichtspielen. Könnte ich mir vorstellen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass 2 bis 3 Tore dann letzten Endes reichen werden.
Und denke mal, die Siegesserie wird sich bis auf weiteres fortsetzen. Ich weiß zwar nicht, oh Gott, beim nächsten Spiel bin ich ja auch noch dabei. Stimmt ja, das nächste Heimspiel, da bin ich dabei. Nee, da fragt man sich mal, sollte sie nicht besser mal unterbrochen werden und dann wieder fortgesetzt und dann wieder neu angefangen werden? Hier, ich und mein scheiß Aberglaube. Naja, gucken wir mal. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass das am Freitag zum Sieg reichen wird. Bei allem Respekt für die Preußener. Wie gesagt, seit dem 8. Spieltag ungeschlagen. Ich hoffe mal, das setzt sich diesmal nicht fort. War jetzt eine relativ kurze Folge, weil wirklich mehr habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Ja, außer schaut mal wieder bei meinen Partnern, die sind in der Beschreibung mit drin. Cologne Designs vorbei. Ein wirklich sehr, sehr schöner Franz Krämer Sticker ist momentan bei denen im Shop zu Ehren seines Todestages. Ihr seht hier die Sprüche, wollen Sie mit mir deutscher Meister werden? Und danke für alles, Boss. Ja, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung drin. Wendet euch dann an Cologne Designs. Ja, kurze Folge, wenig zu sagen gehabt. Natürlich bin ich auch ein bisschen busy wegen anderen Dingen, aber ich habe mich trotzdem für euch mal vor die Cam gesetzt. Die Reaction wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen, je nachdem was geschehen ist, etwas länger ausfallen. By the way, vielen Dank für die Resonanz auf die letzten Videos. Ich möchte noch nicht bejubeln, dass ich 300 Follower geknackt hätte. Kurzfristig, ja, nee, komm, ich will mich noch nicht bedanken. Da sagt der ein oder andere gerne dann mal, oh, jetzt beende ich mal das Abo, damit er sich schön abfacken kann. Deswegen lassen wir es mal lieber. Aber danke, dass so viele dazugestoßen sind. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr dabei seid. Ich bemühe mich mal, den Content Stück für Stück etwas zu verbessern. Ja, wie gesagt, der FC läuft natürlich Gefahr, eventuell seine Serie gebrochen zu bekommen, aber noch glaube ich nicht daran. Und das ist dann alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.